Bei dieser Diskussion wie auch bei vielen anderen heute heißt das Gefühl, dass die technischen Fortschritte, die wir können machen als Menschen an der Forschung überhaupt oder der Biologie also oder gewissen Technologien mehr sehr gehen, wie wir sie können an dieser Reflexion und noch politisch können abfangen und begleiten. Das ist auch so ein Beispiel. Wenn ich die Vierredner nolauschteen, da begrüßen sich all die Technologie, sie wollen sie ersetzen, inklusive die Gering. Die Blo wollen sie auch an die Spitäler ersetzen, die Gering so, wir dürfen sie nicht an die Gegend setzen, dass sie sensibel Zonen. Die Eng wollen so, mit sind so viele Normen, die sie ganz sicher, die Gering so, nicht so viele Strahlen, die sind noch nicht erforscht. An die Kontradiktionen an der Regierung, die reflektieren sich, mein Jour, an der Tatsache, dass man schon seit der 15. April eine Question parlamentär gestaltet hatte, wie dann zu froh, wie ist das da mit der Risikoabschätzung von der Regierung? Aber bis heute haben wir keine schriftliche Antwort darüber gekriegt. Vielleicht bringt den Herr Staatsminister seine Nummer. Auf jeden Fall bis heute haben wir keine schriftliche Antwort gekriegt. Es sind drei Grundgefahren an der ganzen Sache. Unbekannter, das ist das Gesundheit vom Menschen, das zweite sind die internationalen Sicherheitsprobleme, das dritte ist aber auch die immer mehr groß gefahren der totaler Kontrolle. Die technologischen Mittel sind sicher auch eine Chance für die Menschen, sie können als Möglichkeiten gehen, sind aber auch die Gefahr an sich, dass die Kontrolle über den Menschen immer stärker gehen. Bei der Gesundheit vermissen wir ein Engagement von dieser Regierung, den sie offensichtlich nicht verlieren. Wann dann das Risiko für die Gesundheit vom Menschen bewiesen ist, ja, dann möchte die Technologie nicht. Ich meine, das als die Umsetzung von einem Prinzip de Präcaution, also ein Engagement hören wir aber nicht. Wir hören Manöver, wie du da lernst zu kommen, wir hören dann in einer gewissen Konditionen. Nee, was ist dann, wenn Gesundheitsgefahren etabliert sind? Da muss ich noch Konsequenzen holen. Bei den internationalen Risiken ist es so, dass man, wenn man Sicherheitsbedenken hun, da kann ein Deler von der Technologie in Erfahrung zu rechnen im spanischen Modell geschwert opmachen, auch für eine Partizipation mit Staaten, bei denen man vielleicht bedenken und aber Kehrbereiche, wo wirklich relevant Sicherheitsinteresse, sie sollte man aber dann nicht opmachen für so Partner. Und das dritte ist, das die Entwicklung an der künstlichen Intelligenz. Die muss man, oder auch an andere Bereiche, weil wir müssen einfach die Courage, wie zu sagen, wir schützen den Menschen auch für sich selber. Aber wir können nicht als Staat dauernd neue Obligationen holen, wie wir doch bei den intelligenten Konteuren gemacht haben, dass wir die obligatorisch aufhören. Auch da haben wir Probleme mit eventuellen Gesundheitsbelastungen. Auch da haben wir das Risiko, dass ein intelligenter Konteur gegen den Abonnenten geholt gehen. Und auch da hat man die Leute wehrlosen, ob sie wollen analoge Konten behalten oder einen digitalen. Ich meine, als ADR holen wir das Prinzip der Präcaution echt. Aber wir so, wenn ein gesundheitlich Gefahr ist, da feiern wir die Technologie eben nicht an. Und die klar aus so eine Priorität am Interesse vom Mensch, die vermissen wir auf der Seite von dieser Regierung.